Herr Präsident, diesen Gesetzesprojekt haben fast 3 Aspekte, die eigentlich direkt nicht mit zu dienen haben. Es geht also erstens um Nichtdiskrimination von Transsexuellen, zweitens Machtbestimmungsrechte für Salarien am Fall von grenzüberschreitenden Betriebsfusionen und drittens die Ausweitung vom Schutz für Salarien am Fall von der Insolvabilität für Betriebe. Gemeinsam haben das 3 Gesetzesänderungen, dass sie allen 3 zurückgehen auf Rekommendationen von der EU-Kommission. Die Regierung hat also nicht selber die Initiative für größeren Schutz für Salarien an die konsequente Adaptation der Uwe für Sozialstandards geholt, mir hat reaktiv das umgesetzt, was die Kommission sie gefragt hat. Es sind also 3 bescheiden, fortschrittliche Entwicklungen vom Arbeitsrecht zu Lützeburg, die wir begrüßen. Bescheidenheit oder den niedrigen Niveau von Ambition von diesem Projekt, also schon für die Runde von der Rapportrice nach einmal betont gehen, und für allem merkt den dat am schriftlichen Rapport, wenn darauf angegangen geht, die Rekommendationen oder Avis von zwei betroffenen Organismen, notamment den Centre pour l'égalité de traitement der einer Seite, respektiv Salariatskummer auf der anderen Seite. Am ersten Fall betrifft die Diskrimination von Transgender-Leuten, wo den CET sich eine mehr brede Definition vom Begriff von der geschlechtlichen Identität gewünscht hat. Die heutige Adaptation beschränkt sich just auf den Changement, den Wechsel vom Geschlecht, also auf Menschen, die nur eine Operation bestimmtes Geschlecht unwollen. Und es umfasst aber nicht explizit die Leute, die aus finanziellen, medizinischen oder auch anderen Gründen keine Operation können durchführen oder auch wollen durchführen. Es kann nur argumentiert gehen, und das auch teilweise geschieht, dass das Gesetz schon Diskrimination wegen sexueller Orientierung oder wegen dem Geschlecht ausschließen. Wir wollen die Regierung die Rekommendation von der Kommission schon zwiebelt, an die entsprechenden Gesetze weiter präzisiert, da wäre dann auch in diesem Fall begrüßenswert gewesen, nicht halbe Weg stehen zu bleiben. Den zweiten großen Volley von diesem Gesetz betrifft den Schutz von den Salarien bei der Insolvenz von einem Betrieb. Hier geht es am Anfang um einen Fall, den auch schon an den letzten Jahren viel an der Presse war und den auch schon heute 2-3 Mal angeschwärzt ging. Der Fall vom OPE, den Objektiv Plein Emploi, den de facto insolvent war an Salarien aber nicht in den Schutzbestimmungen von der Feit gefallen sind. Weil den OP eng SBL war nicht eine kommerzielle Gesellschaft, und Salarien nicht auf Bestimmungen vom Fonds de l'Emploi können zurückgreifen, dass sie zum Beispiel ihre Präavis bezahlt kriegen, Congés, die ich ausbezahlt kriegen, etc. Den Arbeitsminister hat hier eng restriktiv an wie sich ja noch herausgestellt wird, finalement falsch Interpretation vom Gesetz appliziert. Die Betroffenen sind dagegen vorgegangen und die EU-Kommission hat ihnen recht gegeben, dass Direktiv über die Insolvenz hier nicht richtig appliziert wird. Und auch der Minister hat finalement müssen angesehen, dass seine Interpretation vom Anfang nicht richtig war, weil 2 Jahre danach sind die Betroffenen entschädigt gehen. Es war also falsch, die Leute Kontrakte nur der Insolvenz, die von einem Tag auf den anderen kommen, einfach als gekündigt zu betrachten, also sie einfach als Schomer anzustufen, ohne bezahlten, ausbezahlten Präavis, mit dementsprechend Schomer, man das Salär nicht ausbezahlte Congés, etc., was schon später hin nur geholt ist. Sie sind also nicht an den Genuss von den Dispositionen vom Fonds pour l'Emploi kommen, die bei einer Fayette von einer kommerziellen Boîte vorgesehen ist, wie das eigentlich der Fall missziehen. Dürfen also lo des gesetzliche Änderung, das in Zukunft willkürlich Interpretationen ausschließt. Salariatskummer weist aber zu Recht auch noch auf ein anderes Problem hin, nämlich den, dass Salarien en general bei einer Familie wesentlich manner gut protegiert sind, wie im Fall von einem Licenciement kollektiv, wo Personalvertreter zumindest den Sozialplan verhandeln können. Hier gibt es doch ein Arrêt vom Europäischen Gerichtshof aus dem Jahr 2011, am Fall von der Fayette von der Landsbanki, den 2 lützebäuerische Praktiken kritisiert. Nämlich erstens, dass Bestimmungen über das Licenciement kollektiv auch bei einer Fayette gelten müssten. Das heißt, der Sozialplan mit den Vertretern vom Personal ausgeschafft muss gehen. Und zweitens, dass es bei einer Fayette der Kurateur oder Liquidateur ist, den Roll vom Patron, dem dote Fall überholen muss, en vue von einem Akkord mit dem Personal
Vertreter. Salariatskummer huet doch nach eng aner Rëtschpunkten opmerksam gemäht an zoustännegen Minister huet doch versprach an engem interministeriellen Erbechtsgrupp tschent Erbech an Justizminister dee froen op den Fong ze goen. Dat begréisse man. Dat begréis man sogar ausdricklech, besonnech wellt net die eischchte Käier ass, dat Gewerkschaften darüber opmerksam machen, an noch weil den betreffenden Arre vum Gerichtssaal schon entretemps 5 Joer zurückleit. Herr Präsident, den heute Gesetzestext aus sicherlich kein große Wurf. Das ist auch nicht seine Ambition, weil er just auf verschiedene, und zwar ganz dringlich, Probleme reagiert. Er hat aber den Vorteil, dass nach ein Kehr deutlich weist, wie eng erbechtsrechtliche Chantier in der Regierung sehr misst umgehen. An dem Sinn, als ein Ja zu dem Text als Auftrag und Regierung gemengt. Merci. Dommer Zimmer en vum allgemengen Debat ukom an Wuhötlo direkt den Erbesminister den Herr Nicolas Schmidt.